Testle, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama trifft tschechische Delegation. Seine Heiligkeit der Dalai Lama und die CTA hoffen auf einen Dialog zur Wiederherstellung des Friedens in der Ukraine. Berichte über eine weitere Selbstverbrennung in Tibet. Sidhung Bemba Tsering drückt seine Trauer über das Ableben von Richard Blum und Senator Kitching aus. Tibeter und Unterstützer begehen den 63. Tag des tibetischen Nationalaufstands. Die tibetische Zentralverwaltung hält einen Gebetsgottesdienst in Gedenken an die friedlichen Demonstranten vom Jahre 1989 ab. Schweizerisch-Parlamentarische Gruppe für Tibet trifft sich, um den Tibet-Aktionsplan zu diskutieren. Der Abgeordnete Namgyel Choduk trifft die Kongressabgeordnete Pramila Jayapal. UN-Menschenrechtschef kündigt Besuch in China an. Die 49. Sitzung des UN-Menschenrechtsrates beginnt. Schweizer Tibeter protestieren gegen die schlechte Menschenrechtslage in Tibet. Tibeter auf der ganzen Welt feiern den Neujahrsfest Losar. Am Donnerstagmorgen gewährte seine Heiligkeit der Dalai Lama den Mitgliedern der tschechischen Delegation unter der Leitung von Jiří Oberpfalzer, Vizepräsident des tschechischen Senats, eine Sonderaudienz. Während ihres Treffens beleuchtete seine Heiligkeit die Bedeutung des 10. März und erzählte anschließend die Geschichte seiner Flucht ins Exil. Seine Heiligkeit teilte mit ihnen auch seine Ansichten über die Schaffung einer friedlichen und mitfühlenden Welt und betonte dabei die Förderung des Einheitsgefühls und die Überwindung von Ungleichheiten. Seine Heiligkeit gewährte auch Sri Amarendra Dara Singh, Mitglied der Rajya Sabha, eine Audienz. We were simply lucky because to meet such a personality with such a deep human feeling, such deep philosopher understanding the world and the human destiny. So we were very impressed and really touched. I still feel this in my heart. And I will remember that for the rest of my life. Die tschechische Parlamentsdelegation traf auch mit Vertretern der tibetischen Medien zusammen und bekundete ihre Unterstützung für ein freies Tibet sowie ihre Bereitschaft, die Freundschaft mit den Tibetern fortzusetzen. Während ihres Besuchs in Dharamsala besuchte Jiří Oberpfalzer in Begleitung seines Beraters, des dritten Sekretärs der tschechischen Botschaft in Neu-Delhi, eines Protokollbeamten und eines Dolmetschers den Sitz der tibetischen Zentralverwaltung, Kulturzentren, das Tibetische Medizinische Institut und das Astro-Institut und traf mit Vertretern der tibetischen Zivilgesellschaft zusammen. Das geistliche Oberhaupt Tibets, der Dalai Lama, äußerte sich besorgt über den anhaltenden Krieg zwischen Russland und der Ukraine und rief zur raschen Wiederherstellung des Friedens in dem osteuropäischen Land auf. Seine Heiligkeit der Dalai Lama wurde mit den Worten zitiert, dass gewaltsame Konflikte zwischen zwei Ländern unweigerlich Auswirkungen auf den Rest der Welt haben und dass wir ein Gefühl für die Einheit der Menschheit entwickeln müssen, indem wir andere Menschen als Brüder und Schwestern betrachten. Sidhung Bemba Tsering von der tibetischen Zentralverwaltung rief in einem Tweet vor einigen Wochen ebenfalls zur Wiederherstellung des Friedens in der Ukraine auf. Galeno Sindoma von der Abteilung für Information und internationale Beziehungen der CTA drückte in einem Brief an die Tibet Support Group in der Ukraine ihre Unterstützung für die ukrainische Regierung und das ukrainische Volk aus, die unter der verheerenden Invasion des russischen Präsidenten Wladimir Putin leiden. Der beliebte tibetische Sänger Tseon Notbo hat sich Berichten zufolge am 25. Februar 2022 in Lhasa, der Hauptstadt Tibets, selbst verbrannt. Einige tibetische Medien berichteten, Tseon Notbo sei nach der Selbstverbrennung verstorben, während andere seinen Tod noch nicht bestätigt haben. Tibet-Unterstützergruppen wie die International Campaign for Tibet beobachten die Situation weiterhin. International Campaign for Tibet hat sich auf Quellen berufen, die indirekte Augenzeugenberichte zitieren, die bestätigen, dass Tseon Notbo versucht hat, sich vor dem Potala-Palast zu verbrennen. Andere Quellen haben berichtet, dass die Polizei ihn sofort abtransportiert hat, möglicherweise in ein Krankenhaus. Heute Morgen brachte Sidhung Bemba Tsering von der tibetischen Zentralverwaltung seine Bestürzung und tiefe Trauer über das plötzliche Ableben der australischen Senatorin Kimberley Kitching zum Ausdruck. Sidhung erinnerte an die verstorbene Senatorin als eine energische Verfechterin der Menschenrechte und der Freiheit. Sidhung übermittelte auch ein Kondolenzschreiben zum Tod des langjährigen Tibet-Freundes Richard Charles Blum.
In seinem Kondolenzschreiben bezeichnete Sejong Richard Blum als einen wahren Menschenfreund, der sein Leben dem Schutz der Bedürftigen und Schwachen gewidmet habe. Am Donnerstag dieser Woche begingen Tibeter und Tibet-Unterstützer den 63. tibetischen Nationalaufstand. Dieser Tag erinnert an den schicksalhaften Tag des 10. März 1959, an dem sich die Tibeter mutig gegen die Besetzung Tibets durch die Volksrepublik China wehrten. Die gewaltsame Niederschlagung der Tibeter durch die Streitkräfte der Volksrepublik China führte zum Tod von Zehntausenden von Tibetern. An der offiziellen Gedenkfeier in Dharamsala nahm der Vizepräsident des tschechischen Senats Jiří Oberpfalzer als Hauptgast und Amarendra Dari Singh, Mitglied des Rajya Sabha, als Sondergast teil. Sejong forderte die chinesische Regierung auf, die Unterdrückung der Tibeter in Tibet unverzüglich zu beenden und den Bestrebungen der Tibeter Beachtung zu schenken. Der Sprecher des tibetischen Exilparlaments rief Menschenrechtsorganisationen, Regierungsstellen und Nichtregierungsorganisationen in der ganzen Welt dazu auf, sich ernsthaft für die Situation der politischen Gefangenen, die Menschenrechtslage und den Zustand der Religionsfreiheit der Menschen in Tibet, Osttürkestan und der Inneren Mongolei zu interessieren, da sie weiterhin unter der repressiven Herrschaft der chinesischen Regierung leiden, indem sie Fragen stellen und Gespräche mit der chinesischen Führung führen. Sondergast Amarendra Dari Singh sicherte den Tibetern Indiens Unterstützung bei der Ausübung der tibetischen Religion und Kultur zu. Das Rajya Sabha-Mitglied bezeichnete seine Heiligkeit den Dalai Lama als die größte moralische Kraft des Jahrhunderts und sagte, es gibt niemanden, der es mehr verdient, mit der Bharat Ratna ausgezeichnet zu werden als er. Der Hauptgast Jiří Oberpfalzer betonte, dass der Kampf der Tibeter ein Kampf für die Freiheit des Geistes und der Seele der Menschen der wichtigsten menschlichen Substanz sei. Ein tibetischer Vertreter erinnerte an die chinesische Aggression und das tragische Schicksal des tibetischen Volkes am 10. März 1959 bei der 49. UN-Menschenrechtssitzung, die derzeit in Genf stattfindet. UN Advocacy Officer Galden Tsumo vom Tibet-Büro sagte in ihrem mündlichen Beitrag per Video-Statement, dass die Maßnahmen zum Schutz der Grundrechte in den von China kontrollierten Regionen längst überfällig sind. In Taiwan wurde der 63. tibetische Nationale Aufstandstag mit einer Debatte zu verschiedenen Themen begangen, wie zum Beispiel der historischen Darstellung des tibetischen Aufstandstages und den 4 Verpflichtungen seiner Heiligkeit des Dalai Lama. In Anwesenheit der Mitglieder der Tibet-Unterstützungsgruppe, nämlich der Parlamentarier Hung Sun-han, Wang Wanyu und Ling Qingyi, wurde auch eine Pressekonferenz über die Programme zum tibetischen Nationalaufstand abgehalten. Die Taiwan Tibetan Welfare Association und die Tibetan Youth Association führten den Friedensmarsch vom Zentrum Taipehs aus an. An der Parade nahmen Parlamentarier aus Taiwan und Taipeh, Uiguren, Hongkonger, Ukrainer, Vertreter von Nichtregierungsorganisationen und Taiwaner teil. Anlässlich des 63. Tages des tibetischen Volksaufstandes gaben die Mitglieder der Schweizerischen Parlamentarischen Gruppe für Tibet eine Erklärung ab, in der sie ihre anhaltende Unterstützung für die friedliche und gewaltlose tibetische Freiheitsbewegung bekräftigten. Die Parlamentariergruppe verurteilte die Einmischung der chinesischen Regierung in die jahrhundertealte tibetisch-buddhistischen Tradition der Reinkarnation scharf und forderte die chinesischen Behörden auf, die tibetischen Grundrechte und die Religionsfreiheit zu respektieren. Die tibetische Gemeinschaft von Queensland veranstaltete zum Gedenken an diesen Tag eine Protestaktion. Jonathan Sri, Ratsmitglied der Grünen, nahm gemeinsam mit den Tibetern und Tibet-Unterstützern an der Demonstration teil. Auch die Tibeter in Frankreich gedachten dieses Tages. Am Dienstag dieser Woche organisierte die Abteilung für Religion und Kultur der CTA einen einstündigen Gebetsgottesdienst zum Gedenken an die Opfer der friedlichen tibetischen Demonstranten, die den Protesten von 1989 gegen die chinesische Regierung teilgenommen hatten. Die tibetische Zentralverwaltung begeht diesen Tag jedes Jahr mit einem Gebetsgottesdienst. In diesem Jahr betete die CTA auch für Frieden und Stabilität in der Ukraine angesichts der anhaltenden Invasion durch die Russen. Im Rahmen der laufenden Frühjahrssession des Parlaments traf sich die Parlamentarische Gruppe Schweiz-Tibet am Montag dieser Woche, um Aktionspläne für Tibet zu diskutieren und auszuarbeiten. Der Co-Präsident der Schweizer Parlamentariergruppe für Tibet, Nicolas Walder, leitete die Sitzung, Galden Tsumo vom Tibet-Büro in Genf, der Präsident der Tibeter-Gemeinschaft Schweiz und Liechtenstein, Garma Tschöki, der Präsident und der Vizepräsident der Schweizerisch-Tibetischen Freundschaftsgesellschaft, Thomas Büchli bzw. Lawan Nurkangsar, nahmen an der Sitzung teil. Während des Treffens wurden die Mitglieder des Parlaments über die aktuelle Menschenrechtslage in Tibet informiert, insbesondere über die sich rapide verschlechternde Situation in Kamdako und die zunehmende Unterdrückung kultureller und religiöser Ausdrucksformen des tibetischen Volkes durch die chinesische Regierung.
Die Frühjahrssession des Schweizer Parlaments hat am 28. Februar begonnen und wird bis zum 18. März dauern. Repräsentant Namgyel Chudup, Sekretär Dashi Tunduk vom Office of Tibet, Washington D.C. und Franz Matzner, Direktor für Regierungsbeziehungen bei ICT, statteten der Kongressabgeordneten Pramila Jayapal einen Höflichkeitsbesuch in ihrem Büro ab und dankten ihr für ihre unermüdliche Unterstützung der tibetischen Sache. Die Kongressabgeordnete bekräftigte ihre anhaltende Unterstützung und äußerte ihre Bereitschaft, sich mit Tibetern in Seattle und Washington zu treffen. Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte kündigte an, dass sie China besuchen werde. In der laufenden 49. regulären Sitzung des UNHRC sagte die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte Michelle Bachelet am Dienstag dieser Woche, dass mit der chinesischen Regierung eine Vereinbarung über einen Besuch in China einschließlich Xinjiang und anderen Orten im Mai dieses Jahres getroffen worden sei. Das Tibet-Büro in Genf begrüßte die Ankündigung der UN-Hochkommissarin und erklärte, ein Besuch in China sei von entscheidender Bedeutung, um Rechenschaft ablegen zu können. Das Büro hat den Hochkommissar wiederholt aufgefordert, Tibet zu besuchen, um jeden Besuch in China ganzheitlich zu gestalten. Die tibetische Gemeinschaft der Schweiz und Liechtenstein brachte ihre tiefe Besorgnis über die sich rapide verschlechternde Lage in Tibet zum Ausdruck und veranstaltete parallel zur Eröffnung der 49. ordentlichen Sitzung des UN-Menschenrechtsrates eine Protestkundgebung gegen China. Der Präsident der tibetischen Gemeinschaft, Garma Chökyi, reichte in Begleitung von Gyaltsen Tsomo, UN Advocacy Officer des Tibet-Büro Genf, einen Appellbrief an das UN-Hochkommissariat ein. In dem vierseitigen Appellschreiben wurden die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen durch China kategorisch dargelegt und der UN-Hochkommissar für Menschenrechte aufgefordert, der sich rapide verschlechternden Lage in Tibet dringend Aufmerksamkeit zu schenken. Am 3. März, dem Donnerstag vergangener Woche, feierten die Tibeter in aller Welt das tibetische Neujahrsfest Losar. In Dharamsala, dem Sitz der tibetischen Zentralverwaltung, wurde der erste Tag von Losar mit der Anwesenheit von Sigyung Bema Tsering, Galö, dem Sprecher Khenpo Sonam Tempe, dem stellvertretenden Sprecher Döma Tsering, Parlamentariern und Mitarbeitern sowie den Mönchen des Klosters Namgyel am Tsuklakang, dem Haupttempel, begann, die an der Zitto-Zeremonie teilnahm, die seit der Zeit des zweiten Dalai Lama praktiziert wird. In Canberra, Australien, nahm der Repräsentant Garma Singhi an der tibetischen Neujahrsfeier teil, die von der tibetischen Gemeinde Canberra organisiert wurde. An der Veranstaltung nahm auch der Generalstaatsanwalt des Australian Capital Territory Shane Rattenbury und andere hochrangige Gäste teil, darunter Andrew Braddock, MLA Rebecca Vizarati, MLA Deepak Raj Gupta, der Ministerin Tara Cheyne, Ministerin für multikulturelle Angelegenheiten, Vertrat und andere Würdenträger. In Nepal fand die offizielle Feier im Siedlungsbüro der tibetischen Siedlung Jawaharlal statt, mit Khenpo Ngawang Jorde, Leiter der Internationalen Buddhistischen Akademie in Kathmandu, als Hauptgast und dem US-Botschafter in Nepal, Randy Barry, als Sondergast. An der Veranstaltung nahmen auch Würdenträger teil, darunter der stellvertretende Missionschef der US-Botschaft, Manu Mikala, die australische Botschafterin in Nepal, Felicity Volk, die britische Botschafterin in Nepal, Nicola Pollitt, die Botschafterin der Schweiz, Elisabeth von Capella, der stellvertretende Missionschef der französischen Botschaft, ein Vertreter der Delegation der Europäischen Union in Nepal, ein Vertreter des UNHRC Nepal, Mitarbeiter der US-Botschaft und die Vorsitzenden der Human Rights Alliance Nepal. Organisiert von der tibetischen Gemeinschaft in Belgien feierten die Tibeter in Belgien Losar in Anwesenheit des Vertreters Dashi Phuntsho, Office of Tibet Brüssel, der für Politik und Interessenvertretung zuständigen Mitarbeiterin von ICT Brüssel, Melanie Blondel und anderen bedeutenden Gästen. Bei dieser Gelegenheit trafen der Abgeordnete Dashi Phuntsho und die EU-Beauftragte für Advocacy Rigzin Genkhang mit Alessandro Ciocchetti, dem Kabinettschef der kürzlich gewählten Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, zusammen. Ciocchetti erklärte, dass das Europäische Parlament seine Heiligkeit der Dalai Lama sehr schätzt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.